Moin! Guten Morgen alle Guten. Sonja und ich, wir sind on Tour. Und heute wollen wir euch mal mit am Mengpoch. Und zwar an Poch Lützeburg Notre Dame. Und wir sind Zens bei der Zenzer Kirche. Ja, also der Weg habe ich schon mal bis hierhin erfunden. Aber für was hast du mich da gerade hierhin geschickt? Aber ja, das wollte ich eigentlich recht spannend erzählen. Mir eins kann ich euch nur schon so eine Kirche vom Zens, das ist eine Heilige Geistkirche. Oh, hey, guck da, hey, da könnt noch hin. Hey, das ist ein Herr Generalvikar, der Patrick Müller. Ah ja. Oh, moin. Generalvikar. Oh, das ist aber schön, dass wir es heute treffen. Kommt ja an die wunderbare Kirche heute. Na ja, wir kommen noch mal durch zusammen hier ran. Und ich gebe so, wir gehen auch einfach ran, weil das Kerl halb auf sind. Und dann gucken wir, was wir da drinnen zu beschwätzen tun. Ganz gern. Et voilà. Hier ist dann Thema, von dem wir euch heute erzählen. Es geht um Pfingsten, es geht um den Heiligen Geist. Und das Bild handelt mir, das ist eine Durchstellung von der Pfingsterzählung. Gehen wir mal für dich nach an die Bibel gucken, was ist dann über Pfingsten an der Bibel gesagt wird. Und da fangen wir an der Apostelgeschichte des Erzählung. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Ja, wenn ich so einen Text her aus der Bibel, da stellt er sich ja wahrscheinlich ein ganz paar die Frohen. Also mir haben uns darauf jeden Fall gestellt. Und dafür haben wir den Herr Generalvikar Patrick Müller haut bei uns, an dieser Leis helfen, für die Frohen dort zu beantworten. Bin echt froh und den Herr Müller wäre dann, ja, Pfingsten, wenig wird das fast eigentlich gefeiert? Ja, wenig feiern wir Pfingsten, da das 50. Tag nur Ostern. Weil Pentecost, das heißt der 50. Tag. Es gibt immer Referenz auf Ostern geholt, sowohl für Pfingsten wie auch für Christi Himmelfahrt, da sind es 40 Tage nur Ostern. Die beweglichen Feste, die ja zentral sind für das Kirchenjahr, sind immer Ostern, und Ostern ist ja zentral für unsere christliche Glauben. Was feiern wir dann eigentlich, wir als Christen, Pfingsten, genau? Ja, das werden wir Pfingsten feiern, das sehen wir am Anfang auch an dem schönen Bild in der Skulptur hier an Roma, die ist von einem gewissen Riffhäuser, den Südtirol ist, an denen die Szenen, die wir am Text von der Apostelgeschichte hören, haben, durchstellt. Wir feiern das Aufkommen vom Heiligen Geist auf die Kirche. Demals auf die Jünger mit Maria, die dort durchgestaltet ist, an der Mitte, an Johannes, an die Anna, an Haut, wenn wir Pfingsten feiern, dann rufen wir, besonders an denen Tag, den 9. Tag, 4 Pfingsten, den Heiligen Geist an, dass er ihm neu kennt, für uns neu zu beseelen, einen neuen Dynamismus an der Kirche zu gehen. Ja, wenn ihr den Text liest, dann hört ihr am Text, es geht um Sturm, es geht um Feuer, und das ist ja symbolisch gemeint. Was bedeuten die zwei Symbole dann? Also der Feuer an der Sturm, die sind wir auch durchgestaltet haben, der Skulptur. Oben haben wir eine Wolke, an auch die Strahlen, die wie keine Blitzer denken, raufkommen. Zu den anderen Durchstellungen da sind wie Zungen von Feuer, die auf die Aposteln raufkommen, durchgestaltet. Das sind Symbole, die wir aus unserem Leben kennen, aber auch aus der Bibel. Sie sehen, dass sie Feuer Flamme für etwas oder für eine Person. Aber wenn man will, dass etwas weitergeht, der Funke springt rüber.
An dem Sinn kann noch den Heilige Geist verstehen als den als treibt, als Glauben weiterzugehen, für das der Funken rüberspringt, der für andere eben zu begeistern. An der Bibel haben wir aber auch Referenzen auf die Feier, was Präsenz für Gott geht, zum Beispiel der brennenden Dornbusch, wo der Moses ja dann den Herrgott begegnet, Gott Jahwe. Oder der Jesus selber, sieht doch, dass sie auf der kommt, für Feier zu geheimen, aber wie froh wäre ich, wenn es schon brennen. Also dem Jesus wurde doch in den Nil gebrannt, für uns die göttliche Dynamik weiter zu schenken. Und die kriegen wir auch bei den Sakramenten, bei der Taufe, bei der Firmung notamment immer geschenkt. Dann haben wir den Wand und den Sturm. Wir kennen das berühmte Bild vom Johannes 23., der anscheinend gesagt wird, mit Fenstern von der Kirche groß ab, wie das frische Wand rackend. Und da man da auch hingewiesen wird, dass der Zweite Vatikanische Konzil eine Erneuerung, eine Reform, ein Adjournamento soll bringen. Und dann ist auch noch eine Idee am Alten Testament, ganz am Anfang, im ersten Kapitel von der Genesis, da heißt doch, dass die Ruach von Gott über dem Chaos da ist. Also da ist auch schon die mysteriöse Präsenz vom Herrgott, die man den Heiligen Geist doch nennen, schon ganz am Anfang von der Bibel angedeutet. Ich habe aber auch gelesen, dass eigentlich auf Heichten Kirche Geburtstag feiern. Auf was ist das? Ja, Geburtstag von der Kirche. Also da kann ich auf die und das Kirche denken, wo wir hier stehen. Die hat nämlich auf Heichten Geburtstag. Die ist 1980 auf Heichten vom Bischof Hengen, damals konsekriert ging. Und das war natürlich ein riesiges Projekt. Und das war noch nicht so lange hier. Das ist die jüngste Kirche hier in der Stadt, eine von den jüngsten am Land. Und es hat noch eine Partikularität, und dafür ist es so flott, dass wir gerade für Heichten an dieser Kirche sind. Ich kenne keine andere Kirche zu Lützeburg, die dem Heiligen Geist geweiht ist. An eine Heilige Geistkirche wie hier im Zenz, also eine Rarität überhaupt. Der Geburtstag von der Kirche war nicht nur vom Gebäude, das stimmt. Wir gesehen hier im Bild, da ist durch die Kirche versammelt, Aposteln, nach vielleicht einer Jünger, Maria, so wie auch die Apostelgeschichte erzählt, war dabei. Und der Johannes, so ein bisschen wie inner dem Kreuz. Da hat Jesus ja dem Johannes gesagt, guck den Mam, Maria, was die Mam von der Kirche. Und zu Maria so zu guckt der Jung, auch sie hält sich eiser an. Und wenn man so das war nur unter dem Kreuz, so mit Johann der Oktav ganz viel immer betrücht, mal meditieren. Das war noch am ganz, ganz Klängen an einer schmerzhafter Situation, wo Jesus gestorben ist, an lo Obersternen, als hin an der Präsenz vom Heiligen Geist, lo mat hinnen, und du geht das öffentlich, sie gehen raus, sie trauen sich etwas mit dem Feier, mit dem Sturm, den sie animiert. Und du kann ich so von uns als die Kirche missionarisch gehen, nur bausse wirksam an hat das Evangelium verkündigt. Du kannst den Hai einen Kuchen mitbringen, eine Peichten und für die Kirche auch feiern. Happy Birthday, so wir ja, nach mir schreiben, Joyeux Anniversaire, weil der Heilige Geist hat viel mit der Joie de l'Evangile, Evangelii Gaudium zu dienen, wie auch der Papst François als den Herz lädt. Und wenn ich die Pfingstsequenz zum Schluss zitieren, das Lied wird nur der zweiten Lesung an dem Evangelium gesungen wird, da heißt es doch, als Urrufung vom Heiligen Geist, da perenne Gaudium, gif ewige Frieden, don la joie éternelle. Voilà, da sind wir ja heute ganz viel gehen über Pfingsten. Es war wirklich ganz viele Informationen dran, an dem, was der Generalvikar gesagt hat. Ja, es war wirklich flott, an der Zenzer Kirche zu sehen, die wirklich ganz besonders ist. Und ich muss sagen, ja, tut den etwas für Peichte noch beigelehrt. Wir sollen dafür als dem Herr Generalvikar eine große Merci, dass er sich Zeit genommen hat, für heute hinzukommen. Ja, vielmals merci. Und wie das wir ja alle Guten von Kirche sind, so wir jetzt zum Schluss. Joyeux Anniversaire! Happy Birthday! Zum Geburtstag viel Glück und viel Frieden. Und Adi. Adi.